Aufgrund von der aktuellen Situation mit dem Coronavirus kommt Ausbildung der Eimeisen auf die traditionelle Art nicht stattfinden. Aber auch das Jahr bestimmt die Chance, den einen oder den anderen Päckfilchen zu kaufen. Ab dem 20. März konnten die Leute hier Kommenten über die Seite von der Eimeisen machen, an die bestellten Päckfilcher, den 5. April auf Ostermengden zu Ausbildung per Packaway eine Art Drive-In aufzuwählen. Ja, dat heiten ass Tiefer Leonie Lameissen ass die dritte Superjump-Figur Leonie Lamech. An dats woch die Lächte, dats insgesamt vun den 5 Päckfilcher, die mat dës Joer hai op eisem Packaway verkaaf hunn. An sit gesperrt fir d'nächst Joer, weil du könnt an eng ganz neue Serie raus. Also heute sind wir den 5. März und wir fangen die zweite Session von unserer Ausstellung an der Pop-Up-Galerie an. Als Pop-Up-Galerie geht am Fungo an 8 Zyklen gemacht. Das heißt, wir haben jeweils 3 Weekende pro Zykel. Und an allen Zyklen sind dann 4 bis 5 Künstler, die hier Sachen präsentieren. Das, was ich mal so viel sagen, das Ganze ist gratis für die Künstler. Auch gratis für die Visiteuren. Ewer für als Freien ein bisschen zu decken, haben wir ein kleines Köstchen hingestellt und wir sagen direkt schon merci für all die daran erkennt. Heute stellen aus Fotos de Flo Döner, Bilder Mireille Lich, den Claude Charles mit Bildern und den Frank Muno mit Fotos. Was noch zu sagen ist, dass die Galerie als immer Freitags, Samstags und Sonntags op. Mein Name ist Frank Muno, ich bin beruflich Fotograf. Ich habe mich bei dieser Expo mit dem Thema Konfinement beschäftigt und geht um die ganze Mediatisierung von Masken, die angesperrt sind. Meine Person ist ganz an Plastiker gepackt und Louis aber sicher befreit sich von dem Plastik und hoffentlich hat die Chance, dass ein bisschen wie ein Kokon bei einer Raub und dass die Stunde befreien und eventuell besser Leben kann feiern. Gute Morgen, mein Name ist Claude Charles, ich bin 60 Jahre. Ich habe vor 6 Jahren angefangen mit Malen, sind durch Kurse gegangen und noch Workshops für die verschiedenen Malrichtungen kennenzulernen und zu applizieren. Meine Präferenz geht an die abstrakte Malerei.
Ich gebrauche für meine Bilder zu machen hauptsächlich Acrylfarbe, benutzen aber auch dabei Urlechfarbe, Beets, Kaffee, an ganz oft Collagen mit Papaya, Karton, Ficelle, an Baumaterialien. Mein Name ist Flo Dömer, ich bin Fotograf, lebe in Maisbild und meine Leidenschaft sind, wie man sieht, die verlassenen Orte. Davon werde ich hier einige zeigen. Die Reise geht von Portugal bis nach Kasachstan. Mein Nummer ist Lichtmirei. Ich bin am Punkt hier an der Gemeinde zu Kielen abgewusst, wohnen aber mittlerweile zu Dickrich und durch eine Herzoperation, die ich im Jahr 2019 gehabt habe, angefangen zu malen, weil meine ganzen Gefühle und meine ganzen Emotionen ein bisschen an den Bildern zu verarbeiten. Das ist meine Launen und was am Punkt noch demals 2 Monate am Spital, was mir auch ganz schwer gefallen wird. Das ist etwas, die mich dann nur bei einem Psychiater oder Psychologen schon das besser irgendwie Emotionen auf Bilder zu verbannen oder irgendwie auszudrücken, weil das sind bei mir alle guten Bilder, die ich male, die kommen von der Seele. Das sind Empfindungen und wird man gerade in dem Moment auch gegangen ist. Und so kann ich meine Gefühle und alles eben effektiv ganz gut verarbeiten. Neues aus der Pop-Up-Galerie von Kielen. Heute sind wir der 26. März und wir fangen heute die 3. Session von 8 Sessionen an mit folgenden Künstlern. Der Marc Maas mit Fotoen, de Jean Delvaux mat Bilder, Sandrine Renvaux mat Bilder, Steve Reifers mat Fotoen, an den Homer Schwind mat Skulpturen. Peicht méindig hummer op, dann hummer awer de Freitag fir Droen Galerie zou. Die nächst, die as a 4 Wochen, das Session 4 dann, Session 5, die fängt dann den 7. Mai an. Wir hatten bislo immens viel Succès mit den Visiteuren. Wir hoffen, dass es so weitergeht und ich wünsche den Expositoren hier gerade so viele Visiteure wie es da waren und viel Succès für ihr Land. Ich bin Marc Maas. Ich fotografiere seit rund 50 Jahren analog, noch immer. Und, ich will das auch so beibehalten. Ich bin so für rund 50 Jahre angefallen, wo ich bin in der Zwischenzeit ein bisschen jubiläus gemeint. Mir wo ich nur der politische Karriere mein Leben rumholen, da habe ich mich immer lanciert und ich machen das wie früher. Da war eine berühmte Firma, hat man gesagt,
Wer sehen kann auch fotografieren, nur sehen lernen dauert etwas länger. Und ich gesehen, dass ich am höheren Alter immer besser gesehen, da das vielversprechend. Es sind so ein Raum, wo Künstlerinnen arbeiten normalerweise meistens mit Malerei oder einer Zeichnung. Hier an der Galerie Pop-Up zu Kiel präsentieren ich eine Serie auf Plexiglas, intituliert Ideawag on Plexi. Das sind Empreinten von verschiedenen Leuten, die ich produziert habe, manipuliert habe. Die Idee dahinter war eben an der Zeit von Covid, wo ich eben am Atelier war, mich dazu beschäftigen, mit den Empreinten von den Leuten, die ich nicht gesehen habe, und eine Serie daraus zu machen, die eben hier hängt. Mein Name ist Schwinn Trommer und ich habe für 12 Jahre Reis von das Eisen, ein Watte, wo ich gerne verschaffen. Und ich habe angefangen mit ganz kleinen Sachen zu schaffen, an Reküpsachen, die Eisen zu holen, das zusammenzuschweißen. Mittlerweile bin ich aber hin, dass ich einfach Sachen verschweißen, die Tanz mit Eisen und auch mit Färb machen. Und ich mache so Sachen, Klangsachen, ein bisschen wie Großsachen, auch Monumente, und ich muss gemacht. Und ich versuche auch demnächst ein bisschen mehr auszubauen. Mein Name ist Schreifer Steve. Ich mache auf dieser Ausstellung auch eine Menge Fotos. Ich gucke für die Fotos, überall darf man und reisen, durch Europa und alles Mögliche. Immer die Vergangenheit ein bisschen drauf zu verewigen, wo dann eine Leinwand gedrückt wird oder auf Acryl. Ich bin der Jean Delvaux. Ich male. Ich male relativ traditionell, auf jeden Fall figurativ. Und ich probiere durch die Farben mehr weit zu kommen, wie just ein Objekt durchzustellen oder ein Porträt zu machen. Leif Biergerinnen, Leif Bierger ist der Gemeinde Kiel. Ich stehe hier für den wunderschönen Haf Schockweiler zu Nösbild bei wunderschönem Wetter. Für was weiß man den Haf, weil wir an nur Zukunft der große Biergerbedeligungsprojekt werden starten mit dem Haf. Wir hatten die große Chance als Gemeinde für rund 2 Jahre den Haf können zu kaufen. Wir noch direkt zugeschlagen. Wir haben den Regiebetrieb, der entretemps sein Material stockiert an bis Anfang 2022 wird der raus. Es ist mir ein bisschen Zeit, für wir dich zusammen können flotten Projekt starten, für eine neue Nutzung von dem Haf Schockweiler zu definieren. Für was gehen wir auf den Weg für so ein Biergerbedeligungsprojekt zu machen? Wir hätten einfach ganz gerne, dass das ein nachhaltiges Projekt ist. Ein Projekt, das von jedem akzeptiert wird, das von jedem genutzt wird. Und dafür brauchen wir erst. Dafür brauchen wir erst für Input zu gehen, dafür brauchen wir erst alle Gute für mitzumachen. Also hier wird auch ob jung oder alt, egal aus welcher Bevölkerungsschicht. Wir brauchen verschiedene Perspektiven, weil das nicht mehr so, wo wir können einen Mehrwert kreieren bei dem dritten Projekt und auch gemeinsam etwas Flottes zu definieren. Wie gesagt, den Projekt aus. Es sieht so aus, dass wir werden an 4 Etappen das Projekt lancieren. Den Chefverband invitiert dich also mal ganz herzlich den 11. Mai um 7:30 an eine Infoversammlung. Die wird hier am Centre Kulturell zu Nösbild stattfinden. Präsenz, aber auch online, weil wir durch Corona-Mesuren natürlich begrenzt sind mit den Plätzen. Dafür melde ich mal Zeiten an. Die könnt ihr schon melden über participation@kehlen.lu. Oder einfach per Telefon, die geht nach hier angeblendet. An der ersten Etappe werden wir mal einen Sondage machen, das heißt, wir werden eine Info starten, um zu gucken, wo sind wir drin, wer das den Besuchern hier von den Nösbilder Leuten, von den Vereinen, von den Kommissionen, alle Leute, die hier eben aktiv sind rund um das Dorf. An einer zweiten Phase wird man eine Co-Kreation gehen, das heißt, wir werden kreativ schaffen, wir werden Ideen sammeln, wir werden Projekte zusammen entwickeln. Wir holen dann noch schon Architekten mal dran, wir können Projekte zu definieren. An einer dritten Phase werden wir dann den Projekt vorstellen und wir werden aufstimmen. Das heißt, ihr könnt doch selber Prioritäten definieren, was so das, was am besten gefällt, was das, wo wir am nachhaltigsten noch können heute in Nösbild umsetzen. Und dann die letzte Phase, eine ganz wichtige Phase, das ist das Review von dem Dossier. Wir wollen gerne so transparent wie möglich da umgehen. Das heißt, wir haben eine Online-Plattform am Platz gesagt, wo ihnen noch gesagt, wo sind wir drin mit dem Projekt an Ziel also, dass wir den heute Projekt mit einer positiven Bildung aufzeigen. Dafür brauchen wir alle Guten. Und wir wollen noch die Methoden, die Utien, die wir hier angesagt haben für die ganzen Biergerbedeligungsprojekte, wir wollen gerne nachhaltig da können schaffen. Das ist Ziel also schon, dass wir auch alle guten Bierger so viel wie möglich immer können mit abzeigen.
bei den Projekten, die wir hier für euch ansetzen, an umsetzen. Voilà. Dafür verschüssenke den Rappel 11. Mai 19:30 am Centre Kulturell heute in Ösbild. Melde dich an, Plätze sind limitiert, die kriegt den Sondage, 100 Möglichkeiten, den an 2 Formen auszufüllen. Entweder online oder auch bei Bayer. Das heißt, wir gucken schon, dass das accessibel für alle Menschen ist. Wir werden noch dafür sorgen, dass dann 3 Sprachen möglich ist mit den Übersetzer, die wir haben. Das heißt, egal welchen Spruch, egal von wo der herkommt, bei Bayer oder online, wie der wollt, wir hätten gerne, dass jeder kann mitmachen und profitieren, also einen Input geben für die Fotoprojekte können zusammen gestalten. Voilà. Für dat sich Leiit e Bild vum Haf Schockweiler mache können, wären mir mat der Kamera op der Platz. Allreim vum Keller bis op de Speicher goufe mat der Kamera festgehalen. Für den Haf Schockweiler, den lo bald 25 Joer eitel durchsteht, befindt sich d'Haus an Scheier an engem relativ guten Zustand. Natürlich bleibt es nicht aus, dass e puer Reim ënner der langer Zeit gelitten hun. Wir fenken mat dem Rez-de-Chaussee an, wo die Eichtreim wie d'Entrée, Kichen, de Living am Badzimmer gesäit. Et geht dann op den echte Stack, wohin die verschiedene Schlafkummeren an eng herrscht gesäit.
Da geht et virun op de Speicher. Durch d'Haus geht et Rof an Schreier, wo den Moment de Regiebetrieb iwwergangsmäßig sein Material stockéiert huet. Hei an der Scheier fën den och eng Aal Standdreschmaschine. Bausen fir an der Entreestier vun den zwee Zougang, déi an de Keller féieren.
Wir gehen mit der Kamera rund um den Haf und gucken als Platzhannen mé genau an.